Und somit hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 35 von Big Ambitions, hier im Leben von Charlie Cooper. Ja, gestern war ein anstrengender Tag, zu Ende zumindest mit diesem Chaos mit den Klamotten. Ich habe da was gemacht jetzt zwischen den Folgen, gucken wir uns gleich an, aber jetzt erstmal was essen. Und dann vielleicht noch eine Stunde Fernsehen. So, und dann ist der Charlie superglücklich und bereit, rüber zu gehen auf Arbeit. Der Laden macht eh erst in einer Stunde auf. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen. Ich gehe mal kurz in den Raumgestalter, dann kann ich hier ein bisschen rumfliegen. Ich habe das hier alles mal ein bisschen besser aufgeteilt in einzelne Sektionen, ne, damit das optisch ein bisschen besser zu unterscheiden ist. So, wir haben jetzt hier 8 Kleiderständer von jeder Sorte, ne? Klar, 8 verschiedene Sachen, 8, also je 4 Damen und Herren. Dasselbe natürlich auf der Seite. Hier fehlen noch welche. Und hier stehen welche falsch. Moment. So. Und da kommen jetzt gleich noch 4. Die habe ich bestellt. Und ich habe auch noch mehr Lager bestellt. Aber ich glaube, so müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Ne? Was ist hier los? Papiertüten. Genau, denn Do Not Touch Me hat auch ein Problem mit Papier. Was ist mit diesen verfluchten Papiertüten? Ich habe doch Papiertüten wie Sau bestellt. Alter, wie viel Klamotten brauchen wir denn? Holy. Da sind aber keine Papiertüten bei, ne? Irgendwie. Einkäufer. Ich glaube, die Mathilda baut da immer wieder Scheiße, weil das irgendwie nicht so klappt hier. Oder wir ballern die einfach alle immer raus. Mach mal hier. Komm, mach mal hier 20.000. Ui. Oder mach mal von mir aus 30.000. Mach mal nur... Mach mal 0. Mach mal 0. Dann haben wir den Mindestbestellwert nicht, ne? Okay. Dann mach mal 1500 halt. Und 500. So, zack. Es kommt morgen. Hoffe ich zumindest. So, wir holen schon mal die Sackkarre, weil gleich kommen die restlichen Regale. Ich habe noch keine Ahnung, was wir hier in der Mitte machen. Alter. Ja gut. Was ich mich ja frage, ist, ob ich hier hinten auch Palettenregale reinballern könnte. So, wir haben gleich 10 Uhr, dann müsste eigentlich die Lieferung kommen. Wir warten mal kurz. 2, 3, 2, 1. Kaching, das hat wunderbar funktioniert. Die 4 Kleiderständer. Und wie ihr seht, ich habe noch mehr Lager bestellt. So, die kommen jetzt noch hier hin. Platzieren. Das kommt hierhin. Das kommt hier. Dann müsste das alles gleich sein und ausgeglichen sein und auch einfacher sein zum Einstellen. Na, wenn wir da jetzt nämlich hingehen, kann man schön hier so gucken, was ist denn hier. Kommen hier moderne, teure Klamotten hin, moderne, teure, moderne, teure, moderne, teure. So. Und jetzt müsste das alles passen. Yes.
Schön. Wunderbar. Dann kann man ja den Preis hochdrehen. Mal gucken, was passiert. Gut, die Regale müssen wir noch reinholen. Scheiße. Ah, die Sackkarre ist weg. Oh, und die stehen vor der Tür, ne? Das ist vielleicht nicht so gut. Ich dachte, da geht nur eine auf. Ja, egal, es geht auch so. So, dann kommen wir hier. Da ist irgendwie, die sind auch alle ein bisschen kreuz und quer noch, ne? Wait a minute. Eins. Zack. 1, 2. Zack. 1, 2. Zack. 1, 2. Zack. 1, 2. Zack. So, jetzt müsste das alles schön gleichmäßig sein. Und auch wunderbar funktionieren. Papiertüten fehlen bald. Ja, ich hoffe, die kommen morgen, sonst haben wir ein Problem. So, dann fahren wir doch mal mit dem Porsche in die Werkstatt, würde ich meinen. Was ist denn die nächste Werkstatt von hier aus? Können wir uns hier mal die Tankstellen... Ach, die haben wir schon an. Sag mal. Hier. Let's go. Jetzt bräuchten wir nur noch eine Autobahn, ne? Wobei, so schnell ist er nicht, ne? Beschleunigung ist halt einfach krass. Alter, was? Okay, von jetzt an fahren wir vorsichtiger mit dem Porsche. Okay, aber das ist cool, dass sie das so gemacht haben. 45.000 Dollar kostet es, ein paar Bollen zu reparieren. Okay. Das, macht uns doch ein bisschen vorsichtiger, glaube ich. Oh. Da halten wir auch mal an der roten Ampel an, ne? Oder auch nicht. So. Ich glaube, ich stelle den einfach wieder hin. Schön vors Haus. Und nehmt den anderen.
So, wie sagt Onkel immer, die erste Million ist die schwerste, ne? Gucken wir mal, wie lange es jetzt dauert, bis wir die zweite haben. Ich muss mal auch ein bisschen so spielen, ne? Man da ein bisschen was sieht von der schönen Grafik. So. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir ins Casino fahren? Keine Ahnung, was wir machen jetzt. Eigentlich noch einen Laden aufmachen, ne? Das wäre das Nächste. Lass mich mal parken. Zack. Gucken wir mal. Was wird denn noch so... Was wäre denn cool in Midtown? Ein Donutladen, ne? Wobei ein Donutladen wirft halt nicht wirklich Gewinn ab. Was ist denn Murray Hill? Oder Hell's Kitchen? Auch Donutladen. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ein Juwelier möchte ich noch, das haben wir noch nicht. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Kreisverkehr. Ich überlege gerade, was wir noch brauchen könnten. Während wir mit unserer fetten S-Klasse hier rumcruisen. Ach, scheiße. Tickets fürs Casino gibt's nur dann, nur freitags, ne? Ach, hier steht noch mal ein LKW. Wir könnten noch mal Regale holen. Was haben wir hier noch drin? Die Sackkarre, okay. Wobei, warte, ich kann ja Hochregallager liefern lassen. Was ist das denn hier? Warehouse 1, ne? Lieferzeit, morgen Freitag. Lagerregale, ne. Hier. 2, 3, 4, 5, 6. Komm, wir ballern mal richtig rein. Bringen mal 10 Stück. 30.000 $. Let's go. Komm, morgen früh. Steigen wir mal wieder in die S-Klasse. Ich brauche auch eine Ausparkhilfe. Komm, fahr. Dann fahr ich halt. Alter. Das wird teuer. Heilige Chance. Wollen wir vielleicht mal ein paar Papiertüten zum Donutladen bringen? Ne? So auf alte Tage mäßig. Komm, kümmern wir uns drum. Wofür hat man denn den Chef, ne? Papiertüten. Papiertüten. Na komm. Wenn ich den Donutladen überhaupt noch finde. Muss der hier sein, ne? Jo. So. Warum packt er jetzt hier nicht automatisch? Weil da eh genug Platz ist, oder? So.
Die haben auch keine Cupcakes mehr. Warum nicht? Und warum sagt er nichts? Äh, 328. Ach so, die haben noch. Aber hier vorne 20 und... Ach so, der füllt wahrscheinlich gleich auf. Okay. Okay. Ja, dann... Oh. Pass auf. Scheiße. Am liebsten würde ich nur noch Taxi fahren. Es ist günstiger und schneller. Hm. Da will man einmal einen Schluck trinken nebenbei. Und schon knallt's. Muss ich jetzt echt anfangen auf Ampeln zu achten? Warum funktioniert das? Hier funktioniert es wieder, okay. So, dann einmal hier. Eieiei. Guten Tag, ich habe Papiertüten dabei. Hm. Noch mehr im Auto, keine Panik. So, und die letzten. Et voilà. Schmeiß irgendwo rein. So. Und jetzt nach Hause und essen, zocken, schlafen. Dann, was habe ich für morgen alles bestellt? Schon wieder vergessen. Hochregale, ne? Uiuiuiuiui. Ich bin tot. So, essen. Und dann 23 Uhr. Wir schlafen mal bis um 6:40 Uhr. 153.000 $. Und diverse Lieferungen sind gekommen. Haben wir denn jetzt hier Papiertüten? Oder sind die schon wieder alle raus? Die sind nicht gekommen, ne? Oder bin ich komplett lost? Oder hat jetzt einfach jeder seine im Laden? Sind die direkt verteilt worden? Wir haben ja im Donutgeschäft haben wir ja 1000 Stück vorbeigebracht, ne? Wir haben jetzt 1000. Coopers Finest hat jetzt 4900. Jetzt hier.
27.000 Papiertüten. Warum werden die denn hier nicht angezeigt? Warehouse 1, vollständiges Inventar. Ach, weil ich nicht gescrollt habe. Okay. Das müsste jetzt erstmal reichen. Das müsste jetzt erstmal reichen. Aber die muss natürlich weiterhin Sachen bestellen. Die Mathilda. Und zwar machen wir da jetzt wieder einen normalen Wert rein. Und zwar... ach, keine Ahnung, was wir da brauchen. Boah, wie viele Läden haben wir? 7 Läden. Das sind schon mal 7.000. Manche haben mehrere Kassen. Ich glaube, 10.000 brauchen wir schon. Dann preiswerte Geschenke 1.500. Das hat ja eigentlich so gepasst. Hätte ich jetzt gerne alle 7 Tage. Okay. Dann haben wir es 6 Uhr morgens. Ja, mal ein bisschen zocken, ne? Und dann sind die Hochregallager da. Womit fahren wir da hin? Ich glaube, wir nehmen die Limousine. Das war eine doofe Idee, weil wir kommen hier nicht raus. Oder zumindest fast nicht. Komm, fahr. So. Mal Vollgas mit dem Ding. Grüne Welle. Wisst ihr noch, wo ich dachte, dass der zweite Geschenkeladen uns reich macht? Hihi. Klamotten. Das ist es. So. Ja. Das war wohl nix. Scheiße. Hilfe. Oh. Ach, das Lager ist noch eine Straße weiter. Ich glaube, das ist hier, ne? Yes, da stehen die Sachen. Parkassistent, let's go. Haben wir hier noch eine Sackkarre? Perfekt. Alter, es ist voll. Holy moly, es wird höchste Zeit. Ja gut, hier hinten geht. So. So. Nee. Nee. So. Wie haben wir das hier drin gemacht? Immer nur zwischen den Dingern, ne? So. Dann... nicht ganz. So. Dann... So.
So. Die zwei. So. Das hier wird das erste auf der Seite. Alright. Und jetzt im Supermarkt arbeiten, oder wie? Kann ich das eigentlich noch? Das würde mich mal interessieren. Das war hier, ne? Unser erster Job. Warum nimmt er jetzt hier den Parkassistenten nicht? Hier. Parken. Wir gehen jetzt gucken, ob man noch im Supermarkt arbeiten kann. Komm. Den Spaß gönnen wir uns. Ach, ich habe heute frei. Schade. Wann muss ich denn arbeiten? Freitag ist freier Tag. Morgen von 8 bis 16 Uhr. Ja, $25 die Stunde. Ne, ich meine, das ist gar nicht unsere Karre. Ja, ich meine, haben oder nicht haben, ne? Ich muss noch eine weiter. Welcome to the Wonder. So, Home Sweet Home. Was essen? Was zocken? Und dann ins Bett, weil wir müssen morgen früh raus. Wir haben einen Job. Um 8 müssen wir da sein. Komm, dann mach ich mal um 7 Uhr. 215.000 verdient. Und wir gehen im Supermarkt arbeiten. Perfekt. Let's go. Den Spaß gönnen wir uns jetzt. Was ist denn der Supermarkt? Hier war das, ne? Jo. So. Guten Tag, ich bin zum Arbeiten hier. Hat noch nicht begonnen hier. Ich weiß, ich bin zu früh. So. Back to the roots, Leute. Nie vergessen, wo man herkommt. Hat ja auch nur 35 Folgen gedauert. Ne? Wollen wir die Sache überspringen? Komm, machen wir mal. Yay, wir haben Kohle verdient. Guck mal. Ja, ich glaube, ein Tag reicht auch. Wie kündige ich denn? Job kündigen. Okay. Mal wieder ein Tag, um zu wissen, wo man herkommt, ne? Boah. So, jetzt können wir noch kurz einmal die Karre reparieren. Wenn wir schon hier irgendwo, das war doch hier um die Ecke. Big FM. Wow, wow, wow.
Boah, der surft ordentlich Sprit, ne? Holy moly. Volltanken. Und dann einmal reparieren für 44.000 $? Holy. Okay, wir machen nie mehr einen Kratzer. Scheiße. Ja, und Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge knacken wir die 2 Millionen, ne? Oder ich sag mal so, ich glaube, ich mache zwischen den Folgen, dass wir kurz davor sind, damit wir das in der nächsten Folge zusammen knacken und dann gucken wir, was der Onkel meint, wie es weitergeht. Wäre das was? So. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre. Wo muss ich denn hin? Hier drüben wohne ich. Okay, ich bin noch richtig. Komm, grüner wird's nicht. Wir fahren noch kurz nach Hause zusammen. So. Ab geht's. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Peace, Timo G. Ciao.